Moin, ich bin der Ben und ich arbeite am Naturmuseum als Paläontolog. Wir sind heute an einem Stehbruch, wo früher Kalk aufgebaut wurde an der Minette, aber den hier gesagt als ein verstängert Korallenriff. Korallenriffe heute wurzeln am Prinzip schon bestimmte Bereiche von der Weltmeere, und zwar nicht mehr da, wo es warm ist, an hell, aber wo wenig Nährstoffe oder wenig Partikeln am Wasser schwammen. Korallen, die Treffer bauen, die kommen nämlich als Kolonien vor, also als Gruppen von Tieren, und sie leben zusammen an einer Symbiose mit Algen. Und die Algen, für das sie können wurzeln, brauchen Sonnenlicht und sie brauchen proper Chlorat, erwärmt Wasser. Daraus können wir schließen, dass die Korallen, die wir als Verstängerungen fanden, damals, für Millionen von Jahren, unter denselben Konditionen gewusst sind wie die Korallenriffe heute. Aber was heißt das? Na, ganz einfach. Für 160 Millionen Jahre war nicht nur Meer, mehr etwa auch noch tropisch warm. Kann man sich vorstellen, Minette, damals, so wie auf den Bahamas. Als Paläontolog bin ich dafür zuständig, für die Fossilien, die auch zu Lützeburg fanden, zu nutzen, als Zeichen oder als Archiv vom Leben aus der Vergangenheit. Für was machen wir das? Wenn wir die Biodiversität in der Vergangenheit verstehen, da wissen wir besser, wo wir heute stehen mit der Artenvielfalt. Aber wir wissen vor allem, wie wir damit umgehen sollen, für in Zukunft auch noch die Biodiversität zu halten. Korallenriff, was wir hier fanden, das hat für rund 160 Millionen Jahre an einem warmen Meer gelebt. Und einerseits sind die Insel Korallenkolonien, andererseits kann man aber auch die Fossilien von den Tieren finden, die am Korallenriff gelebt haben. Zum Beispiel Muscheln, Schlecken, Schwämme, Seeigeln, Korallen selber natürlich, und auch Seesterne und Seelilien und dem gelebt. Korallenriffe heute an der Weltmeere, die sind unter Druck durch menschliche Aktivitäten, durch die Veränderung vom Klima. Und dadurch, dass wir die Korallenriffe von früher sichern, können wir dazu beitragen, für den Schutz von den Korallenriffen zu verfeinern und dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft nach Korallenriffen an unsere Weltmeere haben.